Sie ist schön, charmant und wohl der begehrteste Schweizer Export im europäischen Fernsehen. Klar, die Rede ist von der Michelle Hunziker. Pro Woche bekommt die schöne Bernerin 100 Interviewanfragen. Aber unsere hat sie nicht ausschlagen. Wir haben sie am Freitag in Hannover bei der Probe zu «Wetten, das» getroffen. Und dort hat sich schnell gezeigt, ohne die schöne Schweizerin läuft nichts. Alle warten gespannt, bis es losgeht. Und das kann es erst, wenn die schöne Michelle eintrudelt. Soeben aus Italien gelandet, verzaubert sie alle im Nu. Mit der Sprache hingegen hapert es anfangs noch. Jedes Mal, wenn ich ankomme, dann ist das so richtig, es Wirrwarr. Aber nach einem Tag geht es besser. Also jetzt mit dem Schweizerdeutsch zum Beispiel. Ich rede nie Schweizerdeutsch. Die Einzige, die ich rede immer nur mit Ursi anderes Schweizerdeutsch. Sie lebt in Rom und so zwischendurch läutet sie mich an und sagt, hey Mädchen, wo bist du? Und sie ist auch Bernerin. Und nur dank der Ursi habe ich Schweizerdeutsch nicht vergessen. Ursi sei Dank. Und so macht sie sich ans Werk und probt die «Wetten, das» Sendung. Fröhlich, locker und stets mit einem Augenzwinkern auf die Glitzerwelt. Showbusiness ist Showbusiness und Entertainment ist etwas Schönes, wo du kannst den Leuten vielleicht ein bisschen Freude bringen und es ist fast wie eine Mission. Aber für mich ist natürlich Familie das Wichtigste. Leere Worte? Von wegen. Wenn Michelle für «Wetten, das» in Deutschland ist, telefoniert sie täglich mit ihrer Tochter Aurora. Und zwar nicht nur einmal. 6 Mal am Tag. Ich muss ja immer wissen, wie es geht mit der Schule. Also sie ist jetzt nicht in der Schule, aber mal schauen, ob sie Aufgaben hat. Und ich kontrolliere auch, obwohl ich hier bin. Oder ist sie ganz froh, dass die Mami weg ist, sie als Teenager? Ja, mit 14 ist man froh, wenn die Mami weggeht, natürlich. Damit sich Michelle aber auch in diesen kahlen Räumen ein bisschen wie zu Hause fühlt, zieht sie sich gerne in ihre Garderobe zurück. Das ist ihr ganz privates Reich. Für Glanz und Gloria macht sie aber eine Ausnahme. Ich habe normalerweise immer 4 oder 5 Kleider dabei. Und das ist jetzt zum Beispiel ein ganz langes, schönes Abendkleid. Ich habe eine Stylistin natürlich in Mailand und mit ihr schaue ich das ganze Lookbook an von der Stylistin. Das ist zum Beispiel Alberta Ferretti und dann habe ich noch 3 Kleider von Cavalli und ein Gucci-Kleid. Bei der Kleiderwahl darf wohl auch er mitreden. Daniele Becci. Er soll Michelles Neuer sein, beziehungsweise der Alte. Die beiden sind unlängst eng umschlungen in Florenz gesehen worden. Ob sie wieder ein Paar sind? Michelle schweigt. Bei der Kinderfrage gibt sie sich hingegen weniger zugeknöpft. Ich bin jetzt 33 und wer weiß, vielleicht, wenn Gott will. Doch bis sie sich vielleicht nochmals in die Mutterrolle stürzt, blüht sie jetzt erst einmal noch voll und ganz in der Rolle der charmanten «Wetten, das» Co-Moderatorin auf.